Guten Morgen miteinander. Ich freue mich wieder, bei euch wieder zu sein und Gottes Wort zu teilen über das spannende Thema. Ende Jahr haben wir erlebt eine grosse Tragödie. Wir alle haben es in den Zeitungen und Nachrichten gesehen, die Feuerkatastrophe in Gran Montana, wo 41 Menschen ihr Leben verloren haben, 41 Familien, die plötzlich jemanden verloren haben. Und wir haben gesehen Tränen, wir haben so viel Leiden gesehen und auch viele Fragen. Auch vor allem einfach ein starker Ruf, der immer stärker ist geworden, wo die Leute gesagt haben, wer ist verantwortlich für das? Wer trägt wird es Gerechtigkeit geben? Niemand hat gesagt, okay, ist nicht so schlimm, schwamm drüber, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute haben gesagt, wir wollen einfach Gerechtigkeit sehen. Irgendjemand muss zur Rechenschaft gezogen werden. Warum? Weil tief in uns ist einfach die Sehnsucht in unser Herzen, dass Ungerechtigkeit darf nicht unbestraft bleiben. Und doch sehen wir einfach den Widerspruch bei Menschen, die sagen, ich glaube an einen Gott von der Liebe, aber ich glaube nicht an einen Gott, der richtet. Wir wollen eigentlich Gerechtigkeit haben, aber wir wollen keinen Richter haben. Und genau um das Thema geht es heute Morgen. Warum richtet Gott die Welt? Wir lesen in Genesis Kapitel 6 vom Vers 5 weg. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den Größten bis zu den Kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten, wo man auch hinsät, herrscht Grausamkeit, darum werde ich alles auslöschen. Vers 17, 18. Denn mein Plan steht fest, mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, so dass der Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben, aber mit dir will ich einen Bund schließen. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche. Eine bewegende und tragische Geschichte zugleich, wo wir sehen, wie der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Sünde und Gewalt und Bosheit die Herzen der Menschen erfüllt. Und Gott wartet geduldig, dass der Mensch umkehrt, aber erfolglos. Und mit großem Schmerz Gott beschließt einfach, die Menschheit zu strafen und wieder einen neuen Anfang zu machen. Für viele Menschen ist die Vorstellung von einem Gott, der richtet, unverständlich, irrelevant, verstörend. Wie kann ein Gott geben, der die Welt so richtet? Aber darum werden wir heute Morgen anschauen, was die Bibel meint über Gottes Gericht. Und in diesem Text finden wir einfach 4 Wahrheiten, die uns helfen werden, Gottes Gericht zu verstehen. Der erste Punkt ist die Realität der menschlichen Bosheit. Überall, wo Gott gesehen hat, ist der Mensch verdorben gewesen. Unrecht. Und er gesagt, die Menschen sind voller Bosheit gewesen. Wir haben einfach am Anfang von dieser Serie gelernt, dass Gott hat der Mensch als König von der Schöpfung gemacht, dass er Beziehung mit Gott hat. Er hat so gut alles geplant, in dieser Harmonie, in dieser Einheit. Und was sehen wir jetzt, ist alles kaputt. Alles nach dem Sündenfall geht alles bergab mit den Menschen. Was sind die Folgen?
Gewalt. Ein paar Bibelverse vorher in dem Kapitel sehen wir auch die sexuelle Unmoral, Verdorbenheit, Auflehnung gegen Gott. Und überall, wo der Mensch sich ausbreitet hat, ist das Böse mitgegangen. Man sagt eben, ihre Gedanken, ihr Handeln, alles ist böse gewesen, durch und durch. Können wir uns das vorstellen? Wie unerträglich muss es für Gott gewesen sein, so viel Bosheit auf dieser Welt zu sehen. Und heutzutage ist es auch nicht anders, wenn wir einfach die Welt anschauen, werden wir überflutet mit Nachrichten überall und wir werden immer wieder überrascht und wir kommen nicht mehr aus dem Erstaunen, für was dass der Mensch noch fähig ist. So viel Gewalt, Menschenrechtsverletzungen überall, Ethnie, Völker, Christenverfolgung, Zwangsarbeit, Menschenhandel, moderne Sklaverei und. Ihr wisst schon alles. Die Würde, wo Gott dem Menschen gegeben hat, wird einfach mit den Füßen total zertrampelt. Und Gott ist nicht gleichgültig dem Ganzen gegenüber. Er schaut nicht einfach zu, sondern wir sehen, dass sein Herz leidet. Das Herz Gottes leidet. So wie du und ich auch leiden, wenn wir unsere Kinder sehen, leiden. Genau gleich, er leidet um seine Schöpfung. Und heißt eben, der Herr war tief traurig. Und da reut es dem Herrn. Wow. Wir sehen, dass Gott zeigt Emotionen. Er hat auch ein Herz und er hat ein grosses Herz. Tiefer Schmerz, Mitleid, Erbarmen. Aber er zeigt auch seine Enttäuschungen. Tränen, die von ihm geflossen sind. Machtlosigkeit, wo er den Mensch gesehen hat. Den Weg, den er eingeschlagen hat. Vor allem, dass der Mensch ausgeharrt hat in der Sünde. Aber wir sehen auch, dass Gott reagiert mit Gegenmaßnahmen auf die Rebellion, bewusste Rebellion vom Mensch. Und heißt, es reute ihn, den Menschen gemacht zu haben. Das Wort reute heißt nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat, sondern dass Gott einfach, wo er gesehen hat, dass der Mensch ausgeharrt hat in der Sünde, einfach sein Handeln, seine Haltung geändert hat, von einem barmherzigen und geduldigen Gott zum Gericht. Sein Charakter verändert sich nicht. Seine Absichten bleiben genau gleich. Im Jakobus, wir sehen, dass er sagt, Gott ist ein Gott, wo keine Veränderung stattfindet in ihm. Aber er hat eine Absichten und die Absichten will er einfach erfüllen. Gott sieht auch über Gerechte und Ungerechte auf dieser Welt. Er kennt das Tiefste, unsere Gedanken, unsere Absichten. Und Gott hat jedem Menschen einfach die Fähigkeit zum Unterscheiden zwischen Guten und Bösen. Und er erwartet, dass jeder Mensch einfach in dieser Gerechtigkeit sich für das Gute entscheiden tut. Die Bibel sagt, dass Gott jedem Mensch einfach ein Gewissen gegeben hat. Und jeder kann entscheiden und weiß, was gut und was böse ist. Darum tut er leiden, wenn er sieht, dass trotzdem der Mensch entscheidet sich für das Böse. Gottes Herz leidet auch, wenn er unser Herz anschaut. Vielleicht fühlen wir uns so selbstgerecht. Ich bin so ein guter Christ, ich komme am Sonntag in die Gemeinde und. Aber wie sieht unser Herz? Vielleicht ist Egoismus drin, vielleicht ist Stolz, Selbstgerechtigkeit. Ich brauche keine Veränderung, ist gut so. Gott leidet, wenn er unsere Selbstbestimmung sieht. Dass wir unseren eigenen Weg gehen. Dass wir unsensibel sind. Dass wir vielleicht Hunger nach Anerkennung, nach Macht suchen. Und Gott wartet, dass wir auch umkehren. Dass wir einfach die Haltungen, die Sünde abgeben vor ihm. Der dritte Punkt, den wir sehen, ist, Gott
richtet das Unrecht und schafft Gerechtigkeit. Gott richtet Sünd und schafft Gerechtigkeit. Er sagt, ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten. So viel Grausamkeit. Das ist einer der traurigsten Bibelverse im Alten Testament, dass Gott sich für so etwas entschieden hat. Alles ist zerbrochen, ein riesiger Scherbenhaufen. Warum richtet Gott die Welt? Weil Gott ist ein vollkommener, gerechter, heiliger Gott. Er kann nicht die Ungerechtigkeit zuschauen, tatenlos. Weil Gott ist kein korrupter Gott. Weil er übersieht einfach kein Unrecht. Jede Tat wird einfach gewogen. Aber sein Herz leidet gleichzeitig. Gott richtet die Welt, weil es hätte nicht mehr schlimmer können gehen. Gott hat gesehen, wie der Mensch sich total in der Selbstzerstörung gegangen ist. Und doch in dieser dunklen Zeit, sein Herz hat am meisten gelitten. Ich mag mich noch erinnern, als ich Kind war oder Teenager und ich habe eine Strafe bekommen von meiner Mami. Und sie hat gesagt, und mir hat es weh getan, aber sie hat gesagt, weißt du, Amos, mir tut es mir viel mehr weh als dir. Und das konnte ich nie verstehen. Bis ich jetzt mal Vater bin und muss ich einfach meine Kinder einfach zurechtweisen. Könnt ihr euch da identifizieren? Ja? Genau so ist Gott, der voller Liebe ist. Es ist notwendig, die Zurechtweisung. Gerechtigkeit braucht einen Richter. Die Konsequenz von einer bösen Tat ist immer Strafe. Jemand, der einen Raub gemacht hat, einen Mord. Was ist die Konsequenz? Eine Strafe, Gefängnis. Und wir sind so froh für die Behörden, die wir haben hier in der Schweiz. Keine korrupten Polizisten, die das Recht ausüben. Sind wir auch so dankbar für Gott, der so ein gerechter Gott ist, ein gerechter Richter. Das göttliche Gericht ist die heilige Reaktion auf die Sünde. Gottes Gericht ist die notwendige Wiederherstellung göttlicher Ordnung. Durch das Gericht wird seine Ordnung wiederhergestellt. Und das ist die Sicht, die wir als Gläubige sollten haben. Warum das Gott tut die Sünde, die Ungerechtigkeit richten. Und der dritte Punkt ist, Gott hat einen Rettungsplan entworfen. Und dann sehen wir, wie Gott überall auf der ganzen Welt gesucht hat, einen gerechten Mensch. Und er hat nur einen gefunden. Sein Name ist Noah. Noah fand Gnade bei dem Herrn. Und bei ihm sehen wir einfach, im Gegensatz zu allen anderen. Und es gibt ein paar Merkmale von Noah. Das heißt, er wandelte mit Gott, er war aufrichtig, vollkommen und gerecht. Wow. Wie viele von euch wünschen sich so Merkmale, dass Gott über euch das sagt? Wow. Und Amos wandelte mit dem Herrn, jetzt kannst du deinen Namen rein tun. Wow. Und deswegen hat Noah Gnade bei Gott gefunden. Weil er hat einfach wirklich Gott geglaubt. Er hat einfach die Beziehung mit ihm gesucht, tagtäglich. Egal wie die Welt um sich herum ausgesehen hat. Noah hat sich entschieden, für Gott zu leben. Und das ist unsere Berufung, in Heiligkeit zu leben. Egal was rechts und links, was die machen. Und sehen wir, dass auch sein Großvater, der Henoch, hat auch mit Gott gewandelt. Nur, dass er schon genommen wurde. Die Bibel sagt, er hätte den Tod nicht gesehen. Aber Gott sagt zu Noah, aber Noah, mit dir habe ich einen Plan und mit deinen Kindern. Ich brauche dich für ein Projekt.
Und dann sehen wir da das Wasser, die Schleuse des Himmels. Hier sehen wir die Arche, genau. Und damit wir eine Ahnung haben, wie groß das die Arche war, da habe ich ein Bild, das in Arkansas mal gebaut wurde. Das ist das eine, weiter gibt es noch etwas anderes. Genau. Und das könnt ihr sehen auf der linken Seite, wie klein das ein Mensch ist. Da hat Noah mit seinen Kindern wirklich viel geschafft. Und vor allem glaubt, dass die Arche wirklich in dem Meer, in der Sintflut wird überleben. Können wir uns vorstellen, was sie alles durchgemacht haben. Noah, du spinnst, was machst du da in der Wüste? Was machst du mit so etwas? Ist ausgelacht worden. Und auch seine Kinder, ich sehe, wie er einfach seine Kinder einfach gut geführt hat und geleitet hat, dass seine Kinder gottesfürchtig sind und gesagt, Papi, wir sind mit dir, wir glauben an dem Gott, wenn der Gott dir das gesagt hat, okay, das wird stimmen. Er hat seine Kinder beeinflusst, auch wir als Eltern. Beeinflussen wir eure Kinder in unserem Glauben, wenn Gott uns so etwas sagt, wo total gegen unsere Logik geht. Manchmal sagt dir Gott etwas und du wirst ausgelacht an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, was auch immer. Aber stehst du oder ich fest im Glauben und sagst, ich glaube an den Jesus, auch wenn die ganze Welt gegen mich ist. Und Gott zeigt dem Noah, was er muss alles machen muss. Wie das alles wird so, Tierli werden reinkommen, er muss einfach das Heu und alles auf die Seite tun und so weiter. Aber er war gehorsam gewesen. Das Merkmal, Gehorsam und Glauben. Und so sehen wir, wie Noah hat, in der Zeit, wo er die Arche gebaut hat, hat er zeitgleich predigt. Hat die Menschen zur Umkehr gerufen. Und wie viele haben sich bekehrt? Niemand, keiner. Wow. Könnte man sagen, das ist der größte Versager, der Noah. Aber ganz im Gegenteil. Im Vergleich zu Jona, der nach Ninive ist gegangen und so viele Leute haben sich bekehrt, obwohl er eigentlich davonlaufen wollte. Aber obwohl sich niemand bekehrt hat bei Noah, Gott sagt, Gott hat ihn belohnt. Weil Gott schaut nicht auf Erfolg, Gott schaut auf Treue, Gott schaut auf Gehorsam, Gott schaut auf den Glauben. Ist dein Glaube, dein Gehorsam, deine Treue Gott gegenüber, so wie Noah, mein Glaube? Und da sehen wir einfach mit dem Plan, wo Gott hat. Er hat gesagt, ich werde Flut über die ganze Erde, aber mit dir werde ich einen Bund machen. Und da sind einfach die Schleusen vom Himmel aufgegangen. Jetzt werden wir schauen, ob die Arche schwimmt oder nicht schwimmt. Und Flut ist ein Zeichen vom Gottesgericht, dass für die Nichtgläubigen das Wasser die sind untergegangen, aber für die geglaubt haben, hat sie gerettet. Mit dir wollte ich einen Bund machen und du und deine ganze Familie, die werden gerettet werden. Und Noah hat Gott geglaubt. Und du kannst wirklich total mit die Zuversicht haben, total Gott vertrauen, dass wenn du einen Bund mit Jesus gemacht hast, mit Gott, er wird dich tragen durch jede Sintflut. Wir sehen das. Und das heißt, sie waren es, die zur Zeit Noahs gelebt und Gott den Gehorsam verweigert haben, die Leute. Geduldig hatte Gott mit der Vollstreckung des Gerichts gewartet, während Noah schon die Arche baute. Als aber dann die Flut kam, wurden nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet. Die Flut ist Gericht und Rettung zugleich. Und irgendwie, die Arche wollte noch nicht so schwimmen, aber ich glaube, es kommt. Okay. Wir glauben fest, dass
dass Gott unsere Rettung ist. Amen. Wir haben gesehen, dass der Noah ist gerettet wurde, genau. Und die Arche ist wirklich ein Sinnbild auf Jesus. So wie Noah und seine Familie sind gerettet worden in der Arche. Du und ich können wir einfach in Jesus unsere Errettung finden. So wie die Arche ist getragen worden, mitten in dieser Sintflut, durchs Wasser, so wird auch dich Jesus tragen. Durch das Gericht, durch egal was kommt, durch das Leben. Du kannst sicher sein, dass du einfach die Rettung, dass du safe in Jesus bist. Wer kann Gott einen mächtigen Applaus geben zu seiner Ehre und danken, dass er für uns gestorben ist? Wo Noah mit seiner Familie ist in die Arche gegangen, ist die Sünde mitgegangen. Weil wir sehen, dass Noah nachher gesündigt hat, wo er einfach zu viel Wein getrunken hat. Aber wir sehen auf sein Bild, auf die Arche, auf Jesus, dass Jesus einfach die ganze Strafe auf sich selber genommen hat. In Jesaja 53,5 heißt: Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und die Strafe lag auf Jesus. Und das ist ein Aufruf zu uns, dass wir zu unserem Herzen hineinschauen. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht sind da Emotionen, sind Verletzungen in deinem Leben. Sind so viele Sachen, die dich immer einfach hindern, zu Jesus gehen, bei Jesus ganz sein. Vielleicht hast du so viel Gewalt erlebt, Ablehnung. Und du hast in dir so Rachegefühl, vielleicht Wut, so wie bei Gran Montana. Wir wollen einfach Gerechtigkeit. Aber Jesus ruft uns. Durch das Werk, das Jesus für uns da hat. Wir müssen nicht mit unserer eigenen Kraft kämpfen, für unser Recht kämpfen. Jesus hat das schon am Kreuz vollbracht. Du kannst mit all dem, was in deinem Herzen ist, ob du Opfer bist oder ob du Täter bist, du kannst einfach zu Jesus kommen und Gnade finden bei ihm. Und was er ruft uns, mit unserem Herzen zu ihm zu kommen, mit allem, was in uns ist, alles, was uns belastet tut, sei Egoismus, so viele Sachen, Enttäuschungen, Emotionen, die uns immer wieder zur Sünde bringen, zu Gott bringen. Lass nicht zu, dass der Groll, die Bitterkeit in dir hineinwächst. Bring es zu Jesus. Er ist der gerechte Richter. Er sagt, die Rache ist mein. Er ist derjenige, der vergelten. Und Jesus, der das Werk vollbracht hat, erwartet auf uns, dass wir zu ihm kommen. In 2. Petrus 3,9 heißt, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert. Wie Gott, ist ja nicht da. Das Problem, sonst können wir da schauen, genau. Wie manche meinen, nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist das große Herz von Gott, dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hat. Sein Herz schlägt für die Menschheit. Sein Herz schlägt. Jesus' Herz schlägt für die Menschheit, für uns. Darum sind wir da in Zürich, weil wir einen Auftrag haben, so wie Noah, die Botschaft, die lebendige Botschaft zu geben.
wir können zu ihm kommen und wirklich Gnade erfahren, Heilung erfahren, zulassen, dass unser Leben wiederhergestellt ist. Die Würde, die der Teufel dir weggenommen hat, Gott möchte das heute wiederherstellen. Aber für das ist notwendig, dass wir einfach den Schritt machen. Er hat schon alles da. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Damit wir in dieser Freiheit leben können. Egal, was du erlebst, in ihm bist du vollkommen. In ihm bist du erfüllt. Hast du die ganze Fülle in ihm. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich weiß nicht, ob Menschen das sind, die ihr Leben Jesus noch nicht anvertraut haben. Und du erkennst, du brauchst Jesus dein Leben. Du willst einfach dein Herz ihm anvertrauen. Dein Leben, deine Vergangenheit. Und du sagst, ich brauche die Rettung. Ich bitte dich einfach, dass du deine Hand ganz hoch rauf tust. Wenn du willst, Jesus aufnehmen in dein Herz. Halleluja. Halleluja. Schön, dass wir einfach zu Jesus gehören. Aber bitte ich einfach einen zweiten Aufruf machen. Der Herr hat dich gezeigt, es gibt Sachen in deinem Leben. Sünden, die du zugelassen hast, vielleicht Groll, Bitterkeit. Sachen, die du immer auf Vergeltung wieder zurückzahlen willst. Und Gott ruft dich heute. Bring das zu mir. Ich will dich befreien. Ich will dein Herz heilen, wiederherstellen. Dass du wirklich in meiner Gegenwart kannst leben. In dem Glauben, in dem Vertrauen. Und bring mir einfach die Situation mir. Ich werde für dich schauen. Wir möchten uns eine Zeit nehmen vom Gebet und dass jeder persönlich für sich selber bitte Gott, einfach, dass Gott dir zeigt, einfach, was in deinem Herzen ist und bring das. Aber geh mal nicht einfach heute Morgen aus dem Kirche raus, so wie du gekommen bist, mit dieser Last, mit dem, sondern bring es als Kreuz, bring es vor Gott zu Jesus.